Ja Leute, ihr seht richtig, endlich. Es hat wieder mal 4 bis 5 Stunden gedauert, bis dieses verflixte Ganoville von N endlich mal aufgetaucht ist. Naja, also ob es von N ist, seht ihr jetzt nicht direkt, aber es hat Level 22 und das ist das eindeutige Zeichen dafür, dass Ns Pokémon ist. Doch dazu gleich mehr noch. Der hat jetzt gute Schwächen, ich habe ihn 5 Level drüber, das ist natürlich super. Oh Mann, das kann natürlich super werden. Songklinge. Ich weiß, ist zwar ein Vorteil gegenüber Unlicht, aber macht nicht so viel Damage. Noch nicht. Lehmschädel, vielen Dank dafür. Ja, ihr seht, ich bin noch ein bisschen geschwächt, weil ich bin unter anderem ein paar Pokémon begegnet, die auch von N sind. Natürlich 3-4 Mal dafür, anstatt das von Ganoville endlich mal anzutreffen. Und die hatten da so nervige Fähigkeiten unter anderem, aber natürlich war eines davon auch ein Flampiven auf Level 35 und das war leider ein bisschen schneller als ich. Ja, das wollte mich unbedingt erledigen, naja. Ich konnte es mir noch verkneifen. Alter. Das war knapp, das war aber verdammt knapp. Zum Glück nimmt der keinen Schaden. Der hatte schon Schaden. So, egal, Superball. Flieg und Sieg! Na? Nummer 1 und die 2 und die 3 und ja, das war's. Ganoville wurde gefangen. Das einzige ist unser Team-Pokémon oder künftigen Team-Pokémon, dessen Namen wir nicht ändern können. Es vergräbt sich im heißen Wüstensand, um nicht auszukühlen und fristet sein Leben im Verborgenen. Sehr interessant. Das gefangene Ganoville hat auf meinen anderen Finder. Ganoville Box 8 übertragen, ja. Gut, Freunde, so viel dazu. Wir haben es geschafft. Wir haben unser, bis auf weiteres, letztes Teammitglied erhalten. Jetzt, was fehlt eigentlich jetzt noch? Könnt mal kurz leinen. Wir haben unseren Käfer, sprich Käferpflanze, das Merpifol, das auf den schönen Namen Beetle hört. Wir haben unseren Starter vom Typ Wasser. Wir haben Fukano, beziehungsweise bald schon Akani mit Typ Feuer. Dann haben wir noch Waschaquille mit Normalflug. Wir haben jetzt Ganoville, das schon bald ein Krokodil wird, wie auch immer das dann endgültig heißt, ich glaube Alligator. Nee, es ist irgendwie anders, ein bisschen anders, nein, ist auch egal. Jedenfalls, dass ein Typus Erde, Quatsch, Boden, Unlicht hat. Hätten wir das auch schon mal abgedeckt. Evoluiert bald zum Psyanon, haben wir da mit Psycho auch einen Typus und mit Elekid ein Elektro-Pokémon, beziehungsweise bald schon Elevoltec. Es geht also voran, Freunde. Wir haben schon bald unser ganzes Team. Ach ja, die Eingangspassage auch noch. Moment kurz, wir machen noch ganz kurz hier. Ja, das ist ganz cool, du musst ja anwerben. Na, da komm schon mal rein. Anzuwerben, gut, anwerben. Hey, bleib stehen. Hey, super, ist das eine neue Einkaufsstraße? Hey, da gibt's doch gar keine Geschäfte. Vielleicht kann ich meinen Traum ja hier wahr machen, wer weiß. Tja, wer weiß. Anwerben. Falls diese Einkaufsstraße Träume wahr werden, dann will ich einzigartige Items sammeln, damit alle überraschen. Mach das doch. Danke, super, tschüss. Ja, tschüss. Hey, Krämer Justus Antiquitätenladen hat eröffnet. Das muss man gesehen haben, cool. Nicht übel. Was hat denn der Schönes? Super, Let's Player. Hier haben ja jeder kleine Schätze. Kaufen, wie geht's denn so? Mal gucken, was hat das Schönes? Klumpenrang C, riesige Schachtel. Freunde, das sind sie. Hier drin, irgendwo hier drin, vielleicht sogar schon hier in dieser riesigen Schachtel, könnte der Entwicklungsgegenstand für für Elektrik drin sein. Sprich da wie hieß schon wieder? Der Voltisierer, glaube ich, oder? Heißt das so? Nein, Stromisierer. Mann, ich habe die ganze Zeit englischen Begriff im Kopf. Der Stromisierer, genau. Mal testen. Oh, verdammt, Mini-Pilz, muss das sein? Nein, das kann ich nicht mehr. Ja, okay, aber ihr seht schon, hier drin müsste es theoretisch sein. Die Chance dazu ist, glaube ich, man kann sie erhöhen. Ich bin nicht ganz sicher, muss mal kurz recherchieren noch, aber auf alle Fälle soll es hier möglich sein, noch einen weiteren, ja, Stromisierer zu bekommen und halt auch, wie hieß der andere, Magmasierer, glaube ich, dann halt für Magma. Weil die Items sind hier sonst bei Schwarz-Weiß, Quatsch, bei Schwarz 2 und bei Weiß 2 jeweils individuell, sprich bei Schwarz 2 bekommt jeweils ein Magmasierer, bei Weiß 2 einen Stromisierer, aber jeweils erst sehr spät. Das ist natürlich ein bisschen Bullshit. Ja, mein Geschäft von den Kunden ist natürlich scheiße. Du musst natürlich einen empfehlen. Und da kommt einer, komm schon. So, bleib stehen, Kleiner. Ich habe Angst, bist du? Eine Einkaufspassage? Ob es hier wohl tolle Geschäfte gibt? Was willst du? Gibt's ein tolles Geschäft? Der Krämer. Na komm schon, da findest du sicher ein tolles Geschenk für deine Mutti. Ui, ja, das sehe ich mir gleich an. Venus, Seele Venus, hallo. Super, genial.
Hä? Was ein tolles Geschäft! Ja! Die Beliebtheit ist um 40 gestiegen und damit auch die Beliebtheit der Eingangspassage um 40. Geil. Ja, Freunde, das geht hier so weiter. Wir können hier noch viel mehr Leute hier anwerben. Und ja, steht schon auch über Wireless bzw. C-Gear und bla bla bla, blue, wie auch immer. Können wir alles mögliche hier machen. Dann kommen halt hier Leute vorbei, wir können sie anwerben, vorbeischicken. Wir können hier tolle Sachen kaufen, bekommen. Wir können auch Pokémon trainieren, das gibt es ja auch. Wir können sogar, es gibt noch sowas Ähnliches wie hier die Massagetante. Aus der letzten Stadt gibt es hier auch wieder sowas Ähnliches. Und ja, ihr seht schon, man kann hier sehr viel noch machen. Aber halt, das alles vermutlich erst im Laufe des Abenteuers, des Let's Plays. Und wenn man sogar ganz gut ist, kann man im Verlauf des Let's Plays, sowohl eher des Abenteuers hier, sogar die Einklangspassagen noch kaufen. Beziehungsweise, ich glaube sogar, die wird dann überschrieben, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe. Naja. Hallo. Wenn wir kurz, was mache ich überhaupt? Fahrrad. Kommt mir einer entgegen. Hallo, wo bist du? Da müsste eigentlich gleich einer kommen. Nicht? Komm schon, komm vorbei. Die Eingangspassage, komm schon, ich brauch doch was. Ja, wie gesagt, haben halt diese Geschäfte hier solche Dinge zum anzubieten und sie können sogar im Level noch steigen, aber das sind halt auch erst ein bisschen später. Hey, ciao zusammen, ich bin ein großer Verderber, der Let's Player. Ciao zusammen ist allerdings eher, naja, nicht Begrüßung, aber egal. Was soll ich mit der machen? Anwerben, empfehlen? Anwerben. Ja, falls ihr wirklich Träume wahr werden, dann will ich viele tolle Dinge sammeln und alles damit überraschen. Ist das nicht auch ein Antiquitätenladen? Versuch's mal. Danke, Mann. Puh, Glück gehabt. Händler hat eröffnet. Jo, Händler Jule. Ich dachte, sie heißt Venus. Ach nee, das war ja die andere. Gut. Wow, du bleibst stehen, Typ, du bleibst stehen. Stehen bleiben, Polizei. Was denn? Schaut zusammen. Eine große Fan. Ja, werde nicht so. Welche teure Eingangspassage. Was kannst du mir empfehlen? Ja, was willst du? Wir versuch's mal. Ich habe das Geschäft. Jules, ja, ich hoffe, das funktioniert. Es kann nämlich auch mal daneben gehen, Freunde. Das kann durchaus sein. Jo, wir haben Glück. Wir hatten Glück. 37, nicht so viel, aber naja. Yeah, weiter 37, geil. 2 Geschäfte haben wir bereits. Und wir können noch 4, 5, 6 Geschäfte insgesamt haben. Aber das sind alles mal ein bisschen später, Freunde. Jetzt sind wir endlich in Raiono City. Die Stadt mit der epischen Musik. Oh yeah, gugu, abdancen. Und hier, Freunde, kommen wir schon bald zu einem nächsten Arena-Fight. Ich versuche vorbeigehen, möglichst vielen Menschen zu begegnen, in der Hoffnung, dass viele neue Geschäfte in der Eingangspassage bestehen. Ich möchte so gerne auf Virula, aber ich finde irgendwie die wahre Station nicht. Tja, Pech. Camilla ist die Arenaleiterin von Raiono City, sie ist ein Model. Ich würde ja so gerne mal über den Laufsteg stolzieren sehen. Ja. Ups, ich Trottel. Trottel? Moment mal, sieht das auch da links oben? Moment kurz, Itemradar, hat es hier was? Ich habe einfach, aha, was zum? Wir kommen jetzt, aua. Wir haben es auch dreht und wendet, du bist definitiv ein Trainer. Woran hast du das bitte schön erkannt? Aber hier ist ins Haus der Prüfung zu kommen nur die Stärksten der Starken. Wenn es dir gelingt, den Champ zu besiegen, bist du hier richtig. Ich muss erst einen Champ besiegen, um hier reinzukommen. Das Dämloch. Okay, aber ins Pokémon Center. Und steht der Typ, natürlich steht er da, er steht immer da. Ja, da bist du endlich, lässt nichts anbrennen, hier, tschüss. Ja, tschüss, Sikowski. Und gleich noch eine, komm schon. Es wäre toll, Mann, wenn du noch mehr könntest. Und 40 Medaillen, 14 Stück. Ich sammle die doch nicht, Mann. Also ich will zumindest nicht. Gut, unser Pokémon, noch kurz gucken, Leute. Was haben wir schön? Wir haben unser Lucario, das ich dringend wieder mal trainieren müsste. Ja gut, ich meine, ja, ich habe es schon mal erzählt, wegen den Attacken, die es so lernt. Leider ist ein bisschen später, aber wir brauchen es trotzdem schon. Gut, ich habe hier Arena-Leiterin. Wahrscheinlich kann ich mal gar nicht gebrauchen hier. Das ist leider Tatsache. Du bleibst mal hier unten. Alter, wie die Pokémon hier halt zu trainieren, hey, das ist doch heller Wahnsinn. Jetzt haben wir hier echt. Wir haben Ganovil noch ein Team. Also Teammitglied.
Wir haben echt 8 potenzielle Pokémon für unser Team. Das ist doch einfach nur der helle Wahnsinn. Gut, Elekid für die Arena, wohl eher weniger. Matrifol als Pflanze-Pokémon für Elektro schon eher. Evoli behalte nur momentan dabei, aber... Oh, Elekid, musst du einmal weg. Wobei, ich würde noch gerne trainieren, aber hier halt auch und ja, verdammt. Ja, muss halt vielleicht offscreen noch ein bisschen trainieren oder halt einfach in die Folge einbauen, ein bisschen geschickt. So, 102er der Nummer, hey, alter Schwede. Ja, Flampion, das ist auch von Ens Pokémon. Yep, ist auch Ens Pokémon. Also auch extrem stark. Na gut, Flampion und Flampion sowieso. Die hauen rein, ey, das ist der helle Wahnsinn. Haben auch noch viele KP und sind auch noch schnell, aber dafür halt nicht so viele Defense und der Spezialangriffswert ist mal zum Davonrennen. Also der ist echt zum Heulen. Wie sieht's hier aus? 102, 113, wieder mal viel zu nah ran, aber ist gerade scheißegal. Dann habe ich hier noch 115, Lytomif, hart, oh, ein hartes Wesen. Das bedeutet mehr Angriff, aber weniger Spezialangriff. Was ja für ein Lytomif eigentlich besser wäre. Naja. Wir trainieren es ja nicht wahr? So, das wäre unser Pokémon hier schön soweit. Jetzt noch mal kurz gucken, bevor ich hier noch irgendeinen Quatsch mache. Mache sowieso, von dem her. Unser Ganovil braucht dringend ein Item, die Frage ist bloß welches. Krimlöffel, ja, Psycho, natürlich. Da kommt nichts mehr. Muss dringend mal sortieren im Moment. Hier kommt gleich meine Maus angefahren und hier ist hier schon und zack und tschüss. Gut, vielleicht denke ich daran, diese nachher rauszuschneiden. Vielleicht ja auch nicht. Ja, was habe ich jetzt hier Schönes? Blendpuder. Ja, wieso eigentlich nicht? Wo ist eigentlich mein Bodendingsbums? Na, wo ist der Pudersand? Den wollte ich. Bingo, ein Jackpot. Für Ganovil. Natürlich, weil es ein Tausch-Pokémon ist, könnte man so sagen, hat es... Oder levelt es extrem. Auron, unser Lucario. Was soll ich denen geben? Feuerstein für Vulcano. Ja, was gebe ich denn bloß? Fatumknoten? Nö. Epiteiler auch nicht. Verdammt, Moment mal. Was trägt der eigentlich alles so? Überrest hast du doch, oder? Gut. Das ist auch gut. Du hast nix. Das ist scheiße. Aber was wir machen? Hast du Rückkehr? Gut. Wenn ich schon mal dabei bin. So, Attacken sortieren muss auch mal sein ab und zu. Das war gerade... Nein! So. Schon besser. Gut, bin gleich mal durch, Leute. Keine Panik auf der Titanic. Immer der gleiche Spruch. Beetle. Hast du eben noch Rasierblatt und Käferbiss? Du brauchst dringend neue Attacken, Alter. Shelby, der hatte Überreste. Scope-Linse für Vulcano. Ja. Nee. Du bekommst hier mal einen kleinen, aber feinen. Die Holzkohle. Und Scope-Linse für Auron, weil, ja, ihr habt es selber schon gesehen, der hat nicht so die super Attacken und deswegen muss er besonders heftig kritten. Wäre zumindest meine Wunschvorstellung, aber tut sie sowieso nicht, also von dem her. So, das ist unser Team momentan. Evoli, der gibt auch noch ein Item. Für alle Fälle, du musst ja auch ein bisschen trainiert werden, wir wollen ja bald schon einen Psyana haben. Und ja, 1-2 Level darf ich mir leisten, bevor er sich entwickelt. Muss auf alle Fälle noch vor Level 21 passieren, genau, so war das gut. Soweit, so schön, wir sind hier durch. Items kaufen, brauche ich was? Na, mal gucken. Das geht dir ganz schnell. Pokéball, Superball. Oh, da können es nicht schaden. Mal etwa 8 Stück. Ja, Moment mal kurz, muss ich mein Handgelenk schütteln. Ah, gerade irgendwie ist dämliche Stellung hier. Leider war da nix. Supertrank. Ne, ich habe genug Geld. Ich habe genug Kohle. So, jetzt reicht es aber langsam auch. Ja, das reicht. Verkaufen. Ah, Mann! Die Folge können sich in Länge ziehen, darum bin ich echt gut. Vor allem noch unbewusst. Herzschub brauchen wir. Oh, 4 Stück, das ist geil. Da brauche ich dringend mehr, hey Freund. Da brauche ich dringend mehr von diesen Stücken.
weil sonst wird schwierig mit dem Attacken lehren. Du. Sternstaub, alles weg, alles weg. Sternstück kann auch weg. Superschutz behalte ich noch. Pokéball kann auch weg. Gut, nochmal sehr viel Zaster, liebe Freunde. Oh yes. So, jetzt aber endlich mal weiter hier im Text. Und zwar, wo war ich stehen geblieben? Na, wo war ich stehen geblieben? Genau. Mal kurz. Itemradar. Seht ihr was du nicht siehst? Und das ist hier. Ein Donnerstein. Für wen überhaupt? Pikachu? Hat er doch gar nicht. Für Dreierkämpfe, aber niemals 3 Pokémon. Ja, was soll ich da tun? Oh, Dreierkämpfe. Gibt es hier auch schon bereits? Stimmt, die gibt es hier auch schon, glaube ich, hier drin. Aber erstmal noch kurz hier vorbei. Wer seid ihr denn bitteschön? Die kennen doch, Freunde. Der weibliche Charakter hier. In dem Spiel, sprich in Schwarz und Weiß 2. Du kennst doch die Weichenstation, oder? In der U-Bahn dort kann man nach Herzenslos Pokémon-Kämpfe austragen. Als ich doch meine Kräfte messen wollte, waren da doch tatsächlich auf einmal die Metromeister. Ist es nicht der Wahnsinn? Das sind die stärksten Trainer der gesamten Weichenstation. Ja, Weiche von mir. Und das Beste ist, sie sind immer für einen Kampf 2 gegen 2 bereit. Na, tritt zu mir. Ja, komm schon, tritt mir an. Was ist Rosie? Rosie, hübscher Name. Alles klar, Zweikampf. Wow, aber ganz... Okay. Immerhin eröffnen das ganz neue Perspektiven und lernen kann man dabei auch noch was. Also Herr, wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Betriebsregeln beachten, alles sicher durch den Verkehr bringen. Was, der heißt Herr? Heißt der etwa hin oder was? Hin und her? Nee, oder bitte nicht. Nein, sie heißen wirklich so, das gibt's ja nicht. Hey, was sind das mit dämlichen Namen? Oh, Sedimator, Strebpulli. Ach du Scheiße. Ich verpiss mich. Hallo, Ganovil. So, das ist das Zeichen für 1 Pokémon, wenn sie so leuchten. Alles klar, für Kugel hat sie, Sandgrab? Ich hau ein bisschen ab. Scheiße, gegen Strebpulli ist ein Kampf-Pokémon. Das sehe ich als Unlichttyp natürlich scheiße aus. Oh, nur so wenig? 2-mal! Wieso nicht mehr? Nein, nein, das ist unfair. Ich wollte ihn dort trainieren. Und tschüss, Ganovil. Hat es einen tollen Auftritt. Hat sehr lange gedauert. Alter, aber die Strebpulli, die ganze Entwicklungssorte da drüben ist ja auch echt übel. Was mache ich jetzt? Nächste Arena ist, ja genau, Nein, nächste Arena ist der Elektro. Ja, Shelby. Unser Starter, komm schon, Shelby und Verkokel. Das muss ein super Dream Team sein. Mal abgesehen davon, dass Shelby in der Rede sowieso nicht zum Zuge kommt. Ja, Elektro, da tue ich mich das lieber nicht an. Ist ja kein Morabel. Bäm, und einmal und zweimal hast du eigentlich für miese Angriffswerte. Leute, sind Kampf-Pokémon. Ein Kampfangriff, der Gegner ist ein Gesteins-Pokémon, das müsste mehr abziehen. Nein! Boom. Aua! Überreste zum Einsatz! Okay, hin und her ist ganz schön drauf, muss ich mal zugeben. Na, warte. Das geht auch anders. Aquavelle. Na, mal gucken, wie hoch deine Spezialverteidigung ist. Hilfe ist gleich hoch. Und endlich mal der erste Down. Und wir kriegen die EPs. Yeah. 514. Scheiße. Nein. Keine Ohrfeige. Aua. Mann, ey, dieser Assi. Immer mit der Ohrfeige. Wow, was sind der für Muskeln, ey? Ich bin Strebpulli. Ja, alter Streber, na warte. Ich schlitze rauf. Hasta la vista, Baby. Das war's. Und Shelby Level 28. Das dürfte reichen bis mit Arena. Oh, eine Attacke, sehr schön. Vergeltung, was macht die? Schaden verdoppelt sich, wenn Anwender in der Runde bereits Schaden vom Ziel des Angriffs genommen hat. 60 macht er sowieso. Ich würde mal sagen, tschüss Zornklinge, oder? Brauchen wir die noch? Käfer? Später schon noch? Ja, später dann. Später bekommt Shelby neue Käferattacke. Und zwar, na, wer ratet's? Als Admurai, was erlernt er dann? Oder wird gelernt bekommen? Ich sag nur, Scarbon hat die gleiche Attacke. Oder zumindest könnte er. Puh, waren aber ganz schön stark, die Typen.
Bravo, ihr neuer Pokémon, ihr bildet einfach ein atemberaubendes Gespann. Ich heiße Herr. Ich habe zwar gegen dein Team verloren, mich aber dennoch prächtig amüsiert. Komm, drück mal wieder. Du musst unbedingt mal auf jeden Fall mit der U-Bahn fahren. Hey, ist alles klar, Mann. Tschüss. Trütüt. Ja, kannst du mich bitte heilen? Puh, sind die stark. Sie nehmen nicht umsonst den Metromeister. Ja, wir werden nochmal gegen sie kämpfen. Ja, du auch. Und das ist ein kleines Zeichen von Verbundenheit. Ist das die Kampfkamera? Hat ich mal ganz vergessen. Ja, damit kann der Kämpfer auch sein gegen euch zum Beispiel. Oder eben auch hier in der Metro. So, die geht wieder. Was mache ich? Ganz einfach. Zurück ins Pokémon Center. Alter, mein Ganovil. Eins Ganovil vor allem. Tut mir leid, Alter. Ich habe dein Ganovil mit Füßen getreten. Naja, wohl eher Strehpulli und es waren nicht die Füße, sondern seine kräftigen Oberarme. Alter Schwede, was stimmt denn der? Ich mache zwar auch Krafttraining, aber so viel wie der stimme ich garantiert nicht. Also, naja, komme leider nicht so dazu. Ich würde am liebsten fast täglich trainieren, aber das geht leider mit der Zeit nicht. Mein Grillmarkt dabei, cool, Vergnügungspark, Leute. Wir wollen doch Spaß haben. So, jetzt haben wir hier, was haben wir hier? Wer bist du denn? Ja, was soll ich, meine erste Verabredung? Sogar im Vergnügungspark macht er nichts anderes, als ihn in die Seiten zu hauen. Eine Seite mit AI. Wunderbar, er liebt die Musik mit ganzem Herzen. Da hast du es, Alter, du musst gar nichts sagen. Du bist wie Link. Die mögen auch alle. Am besten gefällt mir am Achtermalfahren, dass man aus voller Kehle schreien kann. Wah! Okay. Mag das Item Beleber gefunden im Müll? Hallo? Naja. Hier ist der Arena übrigens, Leute. Nee, man ist da gar nicht mehr. Die strahlende Achterbahn war früher mal die Pokémon Arena von Rauna City. Ja eben, sag ich doch. Das war ja mal. Zunächst einmal steigst du in den Wagen ein, den Plattform schließt die Weichen um. Ja, und fährst weiter. So. Was kann ich denn noch machen? Ist doch gar nicht mehr die Arena. Ist doch nicht mehr die Arena. Hallo? Surokeks, Surokeks. Okay. Verwirrung. Und hier ein Item ist das sogar. Jo, es ist es. Michael hat das Item Fundsache gefunden. Dieses Item, Freunde, werden wir noch des Öfteren gebrauchen. Aber es ist eigentlich mehr just for fun und schon klingelt. Der fremde Visocaster klingelt. Michael nimmt den Anruf an. Was auch sonst. Hallo? Ah ja, das stimmt. Mir gehört dieser Visocaster. Ich rufe gerade mit einem alten Gerät ohne Videofunktion. Tut mir leid. Vielen Dank, dass du mir meinen Visocaster aufgehoben hast. Ich werde ihn sofort abholen, aber bei mir ist auf der Arbeit momentan sehr viel los und ich kann hier leider nicht weg. Ich gucke. Wer quatscht denn da? Kannst du mal eine Weile behalten, das macht nichts aus. Ich heiße Sabine. Und du? Ah, Michael. Alles klar, Sabine. Vielleicht eine hübsche, junge Rothaarige oder eine sexy Blondine? Vielleicht auch eine sexy Schwarzhaarige oder eine geile Braunhaarige? Mir ist alles recht. Womit sollst du erst fahren? Das war ja die. Die da war es, genau, die können noch aus Schwarz und Weiß 1, glaube ich, oder? War es nicht die? Mal kurz gucken, ist nicht die Arena. Da, hier ist die Arena, genau, das ist ja auch noch. Was macht ihr hier? Doch, oh doch. Doch. Du hast ja einmal Chance verpasst, einen leibhaftigen Fernsehstar aus der Nähe zu sehen. Der berühmteste aus dem Unterhaltungsprogramm war nämlich hier im Vergnügungspark. Ist doch cool, oder? Ja, und ein Lächeln sehen einfach vom Beschreibloch. Was, mein Lächeln? Paraheiler. Ich fühle mich auch ein bisschen paralysiert. Kann ich bitte gehen? Und hier ist nun also die Arena, die neue Arena. Wieso? Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Oh, da ist sogar der Schatten von Camilla zu sehen. Naja. Ja, sie sieht ein bisschen anders aus als früher. Aber gleich mal gucken. So. Oh, eine Herausforderung. Ich bedauere, aber die Arenaleiter ist gerade nicht da. Ich weiß aber, wo sie hin wollte. Nicht weit vom Eingang zu diesem Vergnügungspark steht ein Haus, in dem es eine Achterbahn gibt. Da musst du sie finden. Echt? Aha, fragst bloß wieso. Was willst du hier? Der Wind weht auf einmal ziemlich frisch, ob mich da mein Arzt wieder schimpft, wenn ich mich zu lange draußen aufhalte. Wieso bist du zart besittet? Zum Kampf herausfordern? Ah, ältere Dame. Wieso ältere Dame? Die ist doch jung. Programmierer habt ihr gerade wohl gerade sagen. Ich dachte gerade, die wie den Sprite verwechselt. Naja, also, vielleicht ist nicht mehr so blutjung, aber alt ist sie nun auch nicht.
Piccochilla schickt in den Kampf und wir unser Ganovil von N. So, Alter. Jetzt wird es mal Zeit zu zeigen, was du kannst. Zeit zu zeigen. Zeit zu zeigen. Dann zeig doch mal. Ach du Scheiße, Sternschauer. Aua, aua, aua. Gut, Gewissheit. Mano, ja, seht ihr, 2 Level tief und trotzdem so einen Schaden. Ja, wir haben einfach so einen Schaden. Aua, Mann, dämliche Ohrfeige. Aua, Mann. Das hasse ich. Sandgrab. Nein. Du wurdest gefangen. Ja, steig die Zunge raus. Lehmschelle. Duplexi. Oh, daneben. Boom. Nein. Tja, Leute, und jetzt guckt euch das an. Oh, der Hochmut auch noch, das ist auch noch genial. Unser Angriffsstein nach hinten gegen den besiegen. Und 700 spezielle Erfahrungspunkte. Das war gerade ein bisschen wenig. Naja, aber ihr seht schon, Ganovil zu trainieren dürfte relativ leicht gehen. Herr Rektor, ja, bist du schon mal mit Risa gefahren? Das müssen wir unbedingt machen. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach. Ich wollte die Folge beenden. Ich muss heute noch raus, Alte. Ja, mach doch nichts. Ja, für dich vielleicht nicht. Die Stadt ändert sich irgendwie kein bisschen, aber ich wohl schon. Oh, wirst du denn noch alt oder was? Hihihi. Das Baby trägt ganz schön kräftig. Aber so, du bist schwanger? Ja, wenn du schwanger bist, sollst du vielleicht nicht so heftig kämpfen und so. Also, du musst doch schon ein bisschen schonen, ja? Hey, das Baby in meinem Bauch bewegt sich richtig. Es hat sicher Spaß. Fragt sie mich jetzt gleich, ob ich sie berühren möchte dort? Also am Bauch natürlich. Leute am Bauch, natürlich am Bauch. Hihi, das hat Spaß gemacht. Ja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin eine Mama. Oder besser gesagt, eine werdende Mama. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht man dir nicht an. Tschüss. Aber echt mal, wo ist die schwanger? Die ist schlanker als ich, das würde das heißen. Na egal, ja. Naja. Gut, Leute, wie es weitergeht hier in Raiono City das nächste Mal wieder hier. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann treffen wir mal auf Camilla, sehen mal, was hier abgeht. Wenn noch ein bisschen im Stadion trainieren, ein bisschen Sport treiben mit Basketball und Football und so. Und dann den Kampf wagen gegen Camilla, die Arenaleiterin von Raiono City. Das wird Spannung pur. Also dann, ciao zusammen. Juhu. Geile Mucke, geiles Spiel. Oh yeah.